Moje Kanner. Wir gesehen als Haut, weil ich mit erst will ein Bau schnitzen. Da kann ich gut üben, für mein Taschenmesser umzugehen. Und herno habe ich viel Spaß. Was wir brauchen, das ist ein Hirselter, einen schönen Hirselterbengel. Und die finden den am Buschrand oder an einer Heck. Und die gehen ich mal noch schneiden. So, ich bin hier am Busch gekommen. Hier ist ein schöner Buschrand. Und hier steht noch Hirselter. Ich habe schon gefunden, die mir gefällt. Nicht zu dick, nicht zu dünn. Und schön riecht. Die schneide ich mal noch. Dann lo mein Arzt. Nu brauche ich noch Schuss auf Moos zu schneiden. Ungefähr also vom Boden bis unter dem. Könnt ihr bei ihr schmosen, maderen auf die lenkt. Und die kleinen Äschzeitlich rechts links, die holen wir rauf. Ist das so schlimm, dass wir die geschnitten haben? Nee, das ist gar nicht schlimm. Den Hirselter gehört zu den Hecken. Aber wenn ihr die schneidet, dann schießt ihr es neu aus. Hier ist noch ein ganz schönen dünnen. Den holen wir uns mit, für einen Pfeil zu machen. Dünner riecht, muss ich sehen. So, und da gucken wir, wie unser Bengel sich am besten bildet. Und dann muss man 2 Schlitzer machen, wo man für als Schnur hin und dran zu hängen. Geht am besten mit einer kleinen Sieb. So, ein bisschen schief nach innen. Und dann muss ich dasselbe auf der anderen Seite. Voilà. Und dann hol die Schnur. Die soll 2-mal so lang sein, wie die Bengel lang ist. Eine dünne Schnur, die nicht reißt. Dann holen wir die 2 Wurzeln. Strecken wir um den Nähen. Machen wir Knut. Und noch ein kleiner Knöpf nebendran. Das ist mein Schlaufen. Dann können wir das anhängen. So, und dann drehen wir als Schnur. Machen wir einen Knöpf. Noch ein Knöpf für einen kleinen Schlauch. Und dann muss man also Bau spannen. Dann hängen wir die Schnur an. Voilà. Schon ist unser Bau fertig. Dann machen wir jetzt noch einen Pfeil. So haben wir hier einen dünnen Bengel geholt.
dünne Bänger geschnitten. Dünner riecht. Ungefähr so lang wie Arm. Vertasten. Das geht tipptopp. Die schneiden wir dann auch riecht auf. Da könnt ihr auch noch ein schönes Muster dran machen, wenn ihr wollt. Ende kann ich ein bisschen abschneiden. Ganz leicht. Für so einen kleinen Pfote zu holen, wo ein Zeh dann dran lädt. Voilà. Ganz ein bisschen. Bisschen üben. So, und wir können mal loslegen. Push, vordersen. Viel Spaß beim Nachmachen. Adi Kanner, bis demnächst.